Hallo zusammen, das ist Kranklitis oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, alles klar. Ein kleines Weekend am Genießen vielleicht. Ein kleines Update bezüglich dem HTC Vive. Ich habe gestern oben endlich herausgefunden, was das Problem ist. Und zwar funktioniert schlicht eine von den Sensorboxen von dem Lighthouse-Ding nicht wirklich. Es hat ja dort die zwei, das habe ich glaube ich schon mal erklärt. Und eine von denen funktioniert schlicht und einfach nicht. Ich habe viel Zeit mit Nachforschung auch im Internet verbracht, logischerweise. Und da hat sich herausgestellt, dass man die Dinger auch einzeln betreiben kann. Und da war es dann relativ einfach gewesen. Da habe ich zuerst die, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, mal, die sollte in Ordnung sein, einzuprobieren. Das hat sich auch bestätigt. Und dann habe ich die andere, die eben ein bisschen gespässig drauf war, einzuprobieren. Und dort ist gar nichts passiert, was eigentlich noch ein guter Beweis ist, dass das Ding am Arsch ist. Und ich habe es weder okay oder so. Ich habe die Sachen unglaublich sorgfältig behandelt, weil ich eben auch vermeiden wollte, dass irgendetwas kaputt geht. Und da habe ich gestern oben HTC-Support noch geschrieben. Und die haben mir jetzt gerade zurückgeschrieben, netterweise. Das ist etwa 12, vielleicht 16 Stunden her, was eigentlich eine gute Antwortzeit ist, vor allem auch, weil ja heute Samstag ist. Aber das Feedback ist eigentlich ziemlich ernüchternd. Ich muss jetzt eine riesige Liste von Antworten geben, muss noch irgendwie darauf warten, dass der TNT das Ding kann abholen kann. Und wenn ich den Schwein habe und sie finden, dass es wirklich kaputt ist, bekomme ich dann vielleicht mal ein neues. Ich weiß nicht, ob das in einer Woche ist, ich weiß nicht, ob das in einem Monat ist. Und ja, eben wieder so ein teures Produkt und dann ja, nicht unbedingt der beste Kundensupport. Aber ich warte jetzt erst mal ab, wie es noch weiter verläuft. Ich kann einfach an dieser Stelle wirklich sagen, lasst die Finger von diesem Zeug haben. Also wer wirklich irgendwie überlegt hat, das HTC Vive zu kaufen, vergesst es gerade sofort und überlegt euch echt das Oculus zu ziehen, weil klar, ich habe es noch nicht bekommen, vielleicht habe ich dann dort auch Lampen, aber rein vom Setup und von der Anfälligkeit scheint das Oculus Rift schon ein bisschen besser zu sein. Ja. Das Ding ist, ich habe jetzt mit einer Sensorstation ein bisschen ausprobieren. Gestern hat die Frau Brandina auch noch ein bisschen ausprobiert, den Job Simulator, und es war ziemlich lustig und es war auch cool zu sehen, wie intuitiv das es eben ist, mit Sachen greifen und Sachen manipulieren für jemanden, der eigentlich fast nicht gamen. Und es war auf jeden Fall lustig gewesen, aber schlussendlich sind einfach wirklich alles nur Tech-Demos und klar kann man das Project Car so mit dem Vive spielen, Elite Dangerous auch, aber das Zeug hat es alles schon auf dem Oculus Rift auch gegeben und auf dem Rift gibt es halt auch das Lucky's Tale, das Jumbo dran und noch das ein oder andere richtige Game und das fehlt in meinen Augen beim HTC Vive eigentlich gang noch. Ja, mal abwarten. Ich bin jetzt sicher froh, dass ich es herausgefunden habe. Aber es ist auch so, dass ich fast den ganzen Raum jetzt geleert habe, alle Möbel, alle Regale rausgestellt und ja, ist eh gut, da habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt und habe ein bisschen mehr Platz. Aber ja, es wäre irgendwie geil gewesen, wenn halt eine Fehlermeldung wäre gekommen, dass die Baystation nicht geht oder so. Wie gesagt, ich habe mich sicher auch nicht äußerst clever angestellt, ich hätte das gerade von Anfang an machen testen mit dem Sensormodell, aber später ist mir immer schlauer und ich habe wirklich zuerst gemeint, dass der Raum nicht unbedingt geeignet ist oder eben irgendwelche reflektierenden Flächen und so, weil von dem hört man extrem viel, wenn man so ein bisschen davor und auf Reddit nachlesen. Ja, also, nicht allzu enttäuscht, aber auch nicht allzu geflasht. Mittlerweile weiss man es, glaube ich, schon, dass ich von dem HTC Vive nicht so begeistert bin. Wird sich dann vielleicht noch ändern, wie will es sein? Das zweite Thema, nur ganz kurz, geht jetzt ums Doom Let's Play. Ich habe schon ein bisschen geübt in diesem Sinn, habe mal den härtesten Schwierigkeitsgrad ausprobiert und einfach zum Sagen, es ist ja so, dass es 3 normale Schwierigkeitsgrade gibt und dann gibt es noch 2 sehr schwere. Der eine davon ist, wenn du stirbst, kannst du noch einmal von ganz vorne anfangen und den werde ich nicht auswählen, weil es wird schon im zweiten Level ultra hart. Was also bleibt, ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad von den ersten 3. Der Name fällt mir jetzt leider gar nicht ein. Und dann gibt es eben der Herd, der richtig Herd.
wo aber auch kann sterben und er halt einfach wieder auf die Welt kommst und nicht der mit dem Permadeath, wo du halt einfach von vorne musst anfangen. Jetzt die Sache ist die, komm, wir sagen doch, der einfache Schwierigkeitsgrad ist Nummer 1. He? Ich habe es ja auf dem Nummer 2 durchgespielt. Wenn ich jetzt das Nummer 3 nehme, kann ich all meine Waffen-Upgrades und so wieder brauchen, wenn ich das möchte. Ich kann es aber auch frisch starten. Und wenn ich das Nummer 4 nehme, muss ich auf jeden Fall noch einmal frisch starten. Dort kann man die Waffen-Upgrades nicht übernehmen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Schwierigkeitsgrad Nummer 3 ist eigentlich so, dass ich vermutlich ohne allzu oft zu sterben durch die Level ziehen kann. Ich werde also auch ein bisschen actiongeladener sein, ein bisschen weniger Wartezeiten durch die Ladebildschirme, wenn ich sterbe. Und wenn ich den Schwierigkeitsgrad Nummer 4 nehme, dort ist es wirklich so, dass ich nur schon im ersten Level, und das ist noch recht easy, beim ersten Mal versuchen von dem 4. Schwierigkeitsgrad, etwa 4 oder 5 Mal bin ich gestorben. Das tut natürlich die Länge des Videos und auch die Anzahl der Videos vielleicht erhöhen und kann dann gegebenenfalls auch dafür sorgen, dass ich irgendwann halt fast auch ein bisschen anstehe. Es ist sicher nicht unmöglich, es gibt schon jenste Videos von Hardcore-Jungs, die es so durchgespielt haben. Aber ja, es kann dann halt auch einfach schon sein, dass irgendwann die Motivation nicht mehr so groß ist, weil der Schwierigkeitsgrad halt schon sehr, sehr knackig ist. Das ist so ein bisschen der Punkt beim 4. Also es wird vermutlich länger gehen, bis ich es durchspiele. Mehr Ladebildschirme, mehr Gefluch. Und halt allgemein vielleicht auch ein bisschen weniger Spass. Gleichzeitig ist man dann sicher auch ein bisschen happy und ein bisschen stolz, wenn man dann die Levels endlich geschafft hat. Und beim 3. Schwierigkeitsgrad wird es halt mehr so ein bisschen nicht ein Durchsäckeln sein, aber ich kann vom Wissen, das ich mir jetzt gesammelt habe, bei diesen Levels profitieren. Ich kann vielleicht auch ein paar easy Kills näher machen und das Ganze ein bisschen gechillter angehen. Das sorgt auch dafür, dass die Motivation sicher hoch bleibt. Man ist dann nicht ganz so verbissen am Kämpfen. Langweilig wird es sicher nicht. Aber das sind eigentlich so die 2 Szenarien, die ich mir überlege. Also entweder das Schwierigkeitsgrad Nummer 3, wo die Chance, dass ich es nicht schaffe, eigentlich gleich 0 ist, würde ich sagen. Und die Serie, wenn ich es da durchziehe, ändert durch wird sein. Was auch etwas Positives kann sein, weil dann habe ich wieder Zeit für etwas anderes und ihr habt vielleicht auch irgendwann mal Interesse an etwas anderem auf diesem Kanal. Und wenn ich halt einfach Schwierigkeitsgrad Nummer 4 nehme, eben könnte es sein, dass die Motivation mal vorbei ist, könnte sein, dass viel mehr Zeit muss investiert werden, das heisst auch von meiner Seite und natürlich für euch zum Schauen. Aber vielleicht steht ihr ja drauf, wenn ich dann so ein bisschen am richtig fighten bin. Würde mich noch interessieren, schlussendlich sind es vielleicht 2, 3, die ein Feedback geben, das ist voll easy, aber auch nur schon eine Stimme zählt. Vielleicht ist dann das Züngli an der Waage, wo die Entscheidung wird bringen, ob jetzt eben Schwierigkeitsgrad Nummer 3 oder 4 wird wählen. Das war es von meiner Seite. Ich behalte euch sicher auf dem Laufenden. Und eben, wenn ihr euch das HTC Vive und die Games mal ein bisschen anschauen wollt, dann könnt ihr wirklich auf YouTube easy in der Suchanfrage HTC Vive Games eingeben und dann gibt es so jensten Kanal mit mehr oder weniger durchgeknallten Leuten, die ein voll geiles Setup haben mit Facecam und Dizzycam und Gamecam und was auch immer. Das wird die vermutlich nicht mehr so easy herbringen. Schönes Weekend. Macht's gut. Tschüss zusammen.